Servus, grüß euch und Habitäre. Ich begrüße euch zum neuen Division 2 Video. Ich bin die Feldwolzen und heute gibt es ein Video über den Huntsman. Also wie man farmt, wie man abfarmt und vielleicht ein oder zwei Tricks, was ihr noch nicht gewusst habt. Und da ich sagen, packen wir's. So, zu ganz allererst. Es gibt ein paar Punkte, da wo die Dinger spawnen. Ich habe Jefferson Raid genommen. Und der erste Trick gleich am Anfang. Wenn ihr jetzt nicht lustig seid und da recht sportlich seid, dann stellt die Map auf normal oder schwer um. Das hat einen guten Grund, den sage ich euch dann noch später im Video. So, Jefferson Trade umgedreht, Richtung Treppe gelaufen, da spawnt der erste Hund. Das ist jetzt der Harvey. Ich glaube 4 oder 5 verschiedene sind die wo man dann braucht, und wenn man die dann hat, dann kriegt man das Kopfgeld vom Huntsman. Und da ist auch noch mal ein kleiner Trick dabei, weil die Abfarmerei braucht man definitiv gerade einmal machen, aber wie gesagt, stellt die Karten nicht unbedingt auf heroisch, außer es möchte echt ein sportliches Spiel. So, von Jefferson Trade geht es dann an die Dogtown Süd, denke ich mal, ein Haupteingang. Ja, da gibt es auch nichts, also der Hund spawnt nicht immer, das ist nicht garantiert, aber so habe ich sie gemacht und bin relativ schnell durchgekommen. Mit den einzigen Fehler, ich habe es auf heroisch gemacht, die Pfeife. So, da spawnt er dann irgendwo auf der rechten Seite. Ich habe mir dann später einen Scanner mitgenommen, weil ich eher Blindfuchs bin und durch das die Viecher, weil sie klar sind, nicht so gut sehe. So, den wieder platt machen. Am besten für das Hundefarmen ein Pestilenzbild verwenden. Welches völlig wurscht, aber es gibt ja einen, das ist jetzt der Hugo. Der Hugo weiß nicht, was der macht. Im Grunde tut er jetzt gerade sterben. Es gibt einen, der sich unsichtbar macht. Und mit der Pestilenz tickt er weiter, auch wenn er unsichtbar ist. Also Hauptsache es trifft ihn einmal und dann schäbert es ihn ewig. So, das war mal der zweite Punkt. Ja, der dritte Spawnpunkt war in der Nähe vom Kapitol. Da bei mir das Kapitol gesperrt ist, bin ich einfach an den Stützpunkt hingelaufen, oder Kontrollpunkt, so muss ich sagen, und bin dann Richtung Kapitol gelaufen. Nach ein bisschen Sucherei haben wir dann festgestellt, ich brauche unbedingt einen Scanner, weil ich immer noch blind bin. Ja, zuerst die platt machen und dann ist genau auf der anderen Seite von dem Zaun dann der Harrison, glaube ich, auftaucht. Also der kleine Hund Harrison. Ja, ich spule jetzt das Ganze ein bisschen im Schnelllauf 4, weil ich das einfach aus dem Video ausgeschnitten habe. Ich habe natürlich das auch erst einmal suchen müssen und mich da ein bisschen befassen damit. Aber wenn ich dann die platt gemacht gehabt habe, dann bin ich ums Eck rundum gerannt und dann habe ich da tatsächlich den Hund Harrison gefunden, der wo schon halb weggetickt war wegen der Pestilenz. Darum habe ich gesagt, nehmt ein Bild her, nehmt das Pestilenzbild her, egal welches, weil es halt vom Vorteil ist. Die können umeinander hupfen, was wollen, weil es irgendwann zum Ticken anfangen und dann haut es sowieso weg. Speziell für den, der wo unsichtbar wird, weil die Hunde hat ja jetzt eine andere Fertigkeit. Einer hat ein Schutzschild, der nächste schmeißt da die bläden Purple Flames, ja. Der andere wird unsichtbar. Also jetzt hat irgendwie was Besonderes. Ja, wenn ihr dann alle Hunde abgefarmt habt, jetzt sage ich es nur einmal, stellt das auf normal oder schwer. Oder irgendwie sowas, wenn ihr nicht wirklich sportlich spielen wollt, weil ich bin auch nicht schlecht, aber der Hundemensch da, also Huntsman, der ist nicht schlecht oder ganz schön heftig, wenn man da auf heroisch das Ganze hat. Trick bei der ganzen Geschichte ist, von Anfang an die Map vorm Farmen auf entweder normal oder schwer zum Stellen oder herausfordernd meinetwegen auch, weil es macht vom Loot nichts aus. Also du kriegst deine Skins trotzdem. So, ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe das auf heroisch gemacht und dementsprechend schwer ist auch der Huntsman geworden. So, und jetzt aktiviert es das Kopfgeld, wie gesehen, und dann läuft es einmal zu dem Punkt hin, ja, bis zum Kopfgeld. Und jetzt, Achtung, Spoiler, wenn ihr euch überraschen lassen wollt, dann schaltet es jetzt aus, weil, ja, es ist ein paar so Besonderheiten,
was den Huntsman anbelangt. Also wie gesagt, jetzt dann definitiv ausschalten vom Video und dann selber probieren. Weil, ja, ich möchte die Spannung nicht vorwegnehmen. Für alle die, mit dabei bleiben. Für die Hunde zum Abschießen, denke ich mal, ist die Pestilenz nicht schlecht. Tatsächlich habe ich den Huntsman nicht geschafft bis jetzt, weil ich eben das auf heroisch gemacht habe und ich allein einen anderen und da wird es ganz schön, ja, da haben wir Depper gestellt. Wurscht. So, da kommen jetzt wieder die ganzen, der Harvey, die Heidi, der weiß ich nicht wer. Und die Hunde müsst ihr immer bei jedem Mal, wenn es das Kopfgeld macht, abschießen. Da kommt noch der Harrison daher. Ich mache das dann mit der Pestilenz, weil den einen haut es um, die anderen tickern weg. Super gut, würde ich sagen. Und jetzt ganz was Besonderes, das was ich jetzt tatsächlich gespannt habe, ist einmal die Hunde farmen, Kopfgeld einheimsen in dem Schwierigkeitsgrad, wie ihr die Map gemacht habt. Ja. Und dann braucht es eigentlich die Hunde nicht mehr farmen, weil die sowieso da auf dem Fleek auftauchen. Ja. Da war die Heidi, da war der Harrison, da war, weiß ich nicht was für einer noch. Da droppen dann auch ein paar gute Sachen und die droppen auch fast jedes Mal. Ja, Exotik gibt es vielleicht auch gerade nicht. Aber benannte haben da doch viel dabei. Also, aber querbeet alles Mögliche. Da ist nur die Häser und die wird unsichtbar und darum die Pestilenz, weil der tickt jetzt auch weg, obwohl er unsichtbar ist, die Pfeife. So, wenn der dann kaputt ist, dann kommt der Huntsman und zwar da hinten in der Tür, wo man jetzt auf dem Bild sieht, die geht auf und da kommt dann der, oder beziehungsweise muss dann reingehen, wenn man jetzt nachher sieht, und nach Möglichkeit nicht sterben. Wie man den Huntsman jetzt am besten umlegt, da ich sagen, ich habe keine Ahnung auf heroisch, weil der einfach so einen scheiß Oxywerfer hat und da bin ich noch nicht drauf gekommen, entweder liegt es an dem, wie ich da praktisch mich ausgerüstet habe, was der dann hat. Auf alle Fälle ist das richtig heftig. Ich habe es nicht geschafft, sagt mir jetzt da nicht, dass mir instant auf die Schnauze haut. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es geschafft habt. Ich werde jetzt das Ganze nochmal farmen und auf normal, damit ich das auch mal schaffe, weil der bloß mich jetzt mit seinem Ochse weg. Also in dem Sinn, ich hoffe, euch hat das Video ein wenig weitergebracht. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.